Wir haben alles verloren. Ich kann fast nicht einschlafen. Niemand traut mehr dem anderen. Wer ist der Nächste, der dran ist, oder? Seit Anfang April sind Dorfgemeinden im Kanton Solothurn von Brandanschlägen betroffen. Medien, aber auch Menschen in der Umgebung spekulieren, dass ein Feuerteufel sein Unwesen treibt. Die Brandanschläge finden seit Wochen in regelmäßigen Abständen statt. Mehr als 12 Orte sind in Flammen gestanden und von Waldhütten bis zu Bauernhöfen nichts ist verschont geblieben. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Bränden wird aber untersucht. Feuer ist eine unglaublich starke Waffe und darum geht es in dieser Reportage um die belastende Situation der Menschen vor Ort, um ihr Schicksal und die Angst, die sie gerade begleitet. Jemand, der seine Existenz durch einen Brandanschlag verloren hat, ist der Urs. Er ist der Besitzer von einer Lagerhalle in Obergerlafingen, die angezündet worden ist. Wo wir ankommen, raucht es immer noch. Und das Ausmaß schockiert uns. 28 Jahre lang hat er das Geschäft geholfen aufbauen. Es war ein Lebenstraum und sein Lebensinhalt. Mitten in der Nacht hat er einen Anruf bekommen, dass seine Existenz jetzt in Flammen steht. Das zieht schon den Boden unter den Füßen weg. Mit diesem schönen Sprichwort. Oder? Das ist brutal. Es ist nicht nur für mich brutal, es ist auch brutal für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Oder? Wir sind lange einfach nur mit den Armen hingelegt und haben gebrüllt. Als Mann haben wir nicht brüllen, aber was willst du da noch? Oder? Er erzählt uns, dass der Schaden von allem, was er verloren hat, sich auf 4 bis 5 Millionen Franken beläuft. Dass für ihn aber das Schlimmste ist, dass nicht nur seine, sondern auch die Existenz seiner Mitarbeitenden mit dem Brand auf dem Spiel steht. Ja, komplett. Wir haben alles verloren. Oder? Da ist jetzt gar nichts für dich geblieben. Haben Sie vorher schon Angst gehabt, dass es Sie könnte bereichen? Ja, die Angst nicht gerade, aber wir haben natürlich schon gewusst, anhand unserer Lage, wo wir sind, dass das fast prädestiniert ist. Oder? Was ganz mega schade ist, wo die Polizeipatrouille eine halbe Stunde vorher sind sie hier noch durchgefahren und haben patrouilliert, wo sie auch gewusst haben. Und als sie wieder eine halbe Stunde später zurückgekommen ist, hat sie hier schon geledert nachher. Und gleichzeitig haben sie rübergeschaut, hat die Schreinerei auch schon im Vollbrand gewesen. Das ist unter aller Sau, ehrlich. Aufgeben ist aber für ihn und sein Team keine Option. Sie haben beschlossen, weiterzukämpfen und jetzt schnellstmöglich eine Lagerhalle zu finden, wo sie ihr Geschäft weiterführen können. Was aber bleibt, ist die Angst vor dem nächsten Anschlag und die Frage nach dem Warum. Wie kann man Existenzen von Leuten einfach so meinigsinnig weglöschen, die immer nichts zu leid haben? Für mich ist das ist unvorstellbar. Und so schnell geben wir nicht bei. Die genug dort geben wir nicht. Es geht weiter. Und wehe. Er macht höchstens einen Fehler. Und wir haben ihn gleich. Es geht nicht mehr lang. Jemand weiteres, den wir treffen, der sich fragt, wo der nächste Brandanschlag sein wird, ist der Benedikt Biskolm. Er ist 73 und wohnt ganz allein auf seinem kleinen Hof mit Geissen und 2 Kühen. Es sind jetzt hier Tiere und ein Hof in der Umgebung. Und jetzt sind doch schon oft Brände gelegt worden auf die Höfe. Ja. Macht das Ihnen Angst oder haben Sie Sorge? Ja, klar macht mir das Angst. Schlafen Sie noch ruhig? Nein, ich kann fast nicht einschlafen. Ja, es ist nichts Schönes. Er hofft auf Glück, dass sein Hof verschont bleibt. Seine grösste Sorge gilt aber nicht sich selber, sondern seinen Tieren. Sie sind nämlich sein Lebensinhalt. Und wenn es brennen würde, müsste er sein Lebenswerk von 53 Jahren aufgeben und wüsste nicht, was er dann noch machen würde. Erstens weiss ich nicht, wenn das runterbrennt, ob ich hier überhaupt eins bauen kann. Und Tier, das gibt Tiere, hier gibt es tote Tiere. Aber ich weiss nicht, warum macht jemand so etwas? Und dass endlich rauskommt, dass sie ihn verwünscht haben, oder? Und dann wären wir ruhiger. Es ist gleich, es ist immer eine Angst. Die Frage nach dem Wieso hören wir im Bezirk Wasseramt in jedem Gespräch. Die Antworten darauf haben wir beim Klaus Meyer gesucht. Er ist Psychotherapeut und Studiengangsleiter Kriminologie, Forensik und Recht. Was ist meistens die Motivation dahinter? Kann man schon ein paar grobe Einteilungen machen. Gell? Also so klassisch wäre so die Motivation, dass man
oder dass man so Faszination hat für Feuer, für Löschen, auch Dinge, die mit Feuerwehren zu tun haben. So. Dann natürlich auch Ärger, Frustration. Ich möchte anderen schaden, weil ich den Eindruck habe, dass mir das hilft, dass mich das entlastet. Oder dann vielleicht auch Angst verbreiten, Macht ausüben. Ja? Ich bin überlegen, ich bekomme Aufmerksamkeit, ich habe Macht über andere, ich kann dafür sorgen, dass es denen schlecht geht. Das wären so mögliche Motive. Klar ist, die Person hat es geschafft, Leid und Schrecken im Bezirk Wasseramt zu verbreiten. Grosse Sorge hat vor allem auch Sarah, die selber Mutter von 2 Kindern ist. Ja, es ist schlimm. Eben, ich bin froh, dass bis jetzt noch nie Familienhäuser oder so angezündet wurden. Und ja, ich hoffe einfach, es hat gleich ein Ende. Weil ständig die Sirenen hören, das ist halt einfach komisch. Da denkt man, ja, wo brennt es jetzt wieder? Ja. Was machen so Brandstiftungen mit den Opfern? Je nachdem, wie nah sie betroffen sind, was man mitkriegt von so einem Brand, können natürlich auch Traumafolgestörungen auftreten. Wenn das Leben bedroht ist, wenn das Leben der Kinder im Haus bedroht ist und so, dann kann das natürlich auch wirklich einschneidende Folgen haben. Die Belastung im Dorf ist gross. Und damit die Person möglichst schnell gefasst wird und nicht noch mehr unter den Folgen leiden müssen, haben sich der 28-jährige Dominik und seine Kollegen vom Stammtisch jetzt entschieden, eigene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Wenn man vom Stammtisch heimläuft, macht man mal eine extra Runde. Schaut noch das Quartier, wo man die Leute kennt oder einfach, wenn man etwas auffällt. Man tauscht sich natürlich am Stammtisch schon aus, ob man etwas gesehen hat, ob man etwas beobachtet hat. Und nachher eben indem man einander hilft auf dem Hof, dass man wach machen. Also ich selber auch schon auf einem Hof durfte wach machen mit einem Kollegen zusammen und ja, dann warten wir auf Geräusche und auf irgendeine Aktion, dass man allenfalls den Täter verwünschen oder sehen. Das ist sehr beunruhigend. Es geht etwas durchs Dorf, es verändert die Stimmung im ganzen Dorf. Niemand traut mehr dem anderen, jeder sieht etwas hinten dran. Also es ist eine sehr spezielle Situation im Moment. Wie der Dominik sagt, niemand traut niemandem mehr. Aber vor allem haben alle grosse Angst davor, dass es sie als Nächstes trifft. So auch der Urs Blumenthal, der in der Region einen Getränkehandel hat. Auch er greift ab jetzt, wie er uns sagt, zu eigenen Sicherheitsmaßnahmen. Ist es jetzt für Sie als Besitzer von einer Firma hier in der Umgebung, haben Sie Angst? Haben Sie Sorgen, dass auch Ihnen etwas passieren könnte? Ja, das macht einem natürlich sehr betroffen. Gerade ein paar Meter nebendran ist der Kollege. Dem ist letzte Nacht die Firma abgebrannt. Und natürlich macht das Angst. Also, es ist immer ein komisches Gefühl. Morgen kommt man noch ins Gebäude und dort ist es nicht mehr da, oder? Haben Sie irgendwie jetzt eine Idee, wie Sie sich schützen könnten? Ja, ich habe jetzt einen Kollegen, der ist technisch versiert und wir sind jetzt dran, dass wir das Gebäude absichern mit Videokameras. Ja. Also wir werden jetzt auch vermehrt noch in der Nacht da sein. Noch mehr nebst den Anlässen, oder? Also fast schon Wache halten? Fast ein bisschen wach halten jetzt, ja. Ja. Wir haben einfach immer eine gewisse Vorsicht, oder? Man weiss nie, was passiert, was in diesen Leuten vorgeht in ihren Köpfen, oder? Wer ist der Nächste, der dran ist, oder? Wer trifft es als Nächstes? Wir fragen bei der Kapo Solothurn, wie der Stand der Ermittlungen sind. Die Kapo Solothurn und die Staatsanwaltschaft sind mit Hochdruck an den Ermittlungen. Zu den getroffenen Maßnahmen und Ermittlungsergebnissen können aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskünfte gegeben werden. Wie kann so etwas unbemerkt bleiben? Also vielleicht sollte man die Frage andersrum stellen. Was müsste passieren, dass man den bemerkt? Der hat ja alle möglichen Gebäude zur Auswahl und er kann das in Ruhe sich überlegen. Wir bräuchten Zeugen. Nachts liegen die Leute in der Regel im Bett und schlafen. Also, wie soll ich sagen, der hat viel Schutz, er hat viel Kontrolle. Das ist auch der Grund, warum man diese Leute, also ich wünsche natürlich der Polizei das Allerbeste, aber das ist natürlich auch der Grund, warum man die nicht immer dann schnappt oder nicht immer gleich schnappt. Für die Bewohner vom Bezirk Wasseramt lässt sich nur hoffen, dass die Brandserie so schnell wie möglich ein Ende nimmt.